Ja, salut, heißt es schon weg. Immer ob das Thema von der Geschäftswelt zu erschneiden und zu schwätzen, respektive von kleinen Geschäftsleuten, will ich aber eine kleine Korrektion machen. Mit der Vielfalt von Informationen, die im Internet gibt, also nicht immer einfach für die Top-Advents zu finden. Ich hatte nur gestern ein Video gefunden, wir hatten ja an einem letzten Video oder an einem vier letzten Video darüber gesprochen, dass der Gangnam Style von Psy 2 Milliarden Views hat. Aber gestern habe ich noch gefunden, ein Video, da hat Psy mit Gangnam Style 3,5 Milliarden Views. Also, da muss ich sich vorstellen, das ist enorm, 3,5 Milliarden Views. Das sind ja dann 3.500 Millionen Views, die dem Psy generiert wird. Bon, als kleiner Geschäftsmann wird das wahrscheinlich nie erreichen. Ich weiß ja nie. Kann ich immer nach vorne passieren. Und was kann ich nur als kleiner Geschäftsmann machen, wenn ich ein Video lanciert, dann ich sehe, okay, ich habe ein Video gemacht, ich will aber, dass die so oft wie möglich gesehen werden. Du, also es ist relativ einfach, du musst immer Hashtags schaffen. Wir schwätzen über Hashtags an einem nächsten Video, nicht den nächsten mehr, irgendwann werden schon ein Video über Hashtags machen. Nun, wenn ihr so einen Hashtag möchtet, die sind ja ganz effektiv. Ich meine, wir haben gesehen, was ein Hashtag mit tun, alles matzgespurt wird. Das ist so weit gegangen, dass Harvey Weinstein du wirklich über die Affäre gestolpert hast, an massive Schwierigkeiten halt das. Also du siehst da, von der Rappers auf YouTube, oder im Internet, an die geht nicht oft gesehen, dann kann auch halt so 4D tun. Wenn ihr nur so Hashtags benutzt, dann soll ihr hingehen und soll ihr sich mit Sympathieträger connectieren. Was ist ein Sympathieträger? Ein Sympathieträger kann zum Beispiel ein Künstler sein. Oder so bei heute ein Künstler, dem seine Musik zum Beispiel lausche ich ganz gern. Alle haben erstmal den Hashtag Mandum vom Künstler und dann hat etwas Gutes für den Künstler gemacht, an dem Sinn, dass die Leute, die ihre Video gucken, automatisch auf den Hashtag klicken und dadurch auch vielleicht den Künstler kennenlernen. Ich benutze zum Beispiel ganz viel den Hashtag FreeTurnUp, weil ich ein Fernsehen vom Turn-Up tun, weil ich dem seine Musik gerne lauscht. Es gibt aber auch andere Sympathieträger. An der Lützburger Rapper-Szene, die einfach wirklich hier allerbest geht, also das gefällt mir ganz gut. Da hat zum Beispiel Thies Boss, was ein ganz bekannter Lützburger Rapper ist. Die hat dann den David Fluid, Makam C. Das sind Jungen, die wirklich hier allerbest gehen. Und die auch ganz viel für den Lützburger Spruch machen. Nur wenn wir bei dem Thema sind für den Lützburger Spruch, es gibt ja viel für den Lützburger Spruch gewesen. Muss ich einfach etwas sagen dazu, was vielleicht nur nicht bei Schüttvereinen so ganz gut umkommt. Das ist nicht schlimm. Schüttverein hat seine Meinung, auch Schüttverein soll seine Meinung können frei ausdrücken. Also so, am Frankreich, du gibt all Chansonnier, all Musiker, jeder, der kommt, wird respektiert. Es geht nicht auf den Ruf
guckt, et gëtt net iwwer de gelagt, nee jiwré respektéiert der. An Deutschland ass genau dieselbechte Fall. Die Künstler, die bringen meist Flotmomente, wo ihr seht mal, hey, guck, was hat den Mann oder die Frau Drug gehen, für uns zu erhalten, für uns einen schönen Moment zu bringen. Aber, was stellt nicht fest, aber der Schrecken, du war ja nicht für ein paar Monate, und ich war wirklich paff, wie ich das gelesen habe. Lützburger Politiker, das ist zu Lützburg, als das nicht der Fall. Lützburger Politiker, wie der Fred Kohl an der Joe Teil, für nur kein Nimm zu nennen, zitieren dann einen jungen, talentierten Rapper, der so viel schon für Lützburg an Lützburger Spruch gemäht wird, für ein Gericht. Also wie ich das gelesen habe, ich war paff, ich habe das göttet an den. All Land respektiert seinen Künstler. Aber nee, zu Lützeburg gibt es da Politiker, die dann hingehen und die dann so einen jungen, talentierten, aufhaltsreichen Musiker, den das von sich aus möchte, der Junge steht freiwillig für uns Amüsement zu bringen. Da ging die Idee für Gericht sehen. Das kann doch wirklich nicht sein. Boah, ich meine, wir gucken weiter nur an ein nächstes Video. Da komme ich vielleicht ein bisschen mehr auf das Thema an. Was mein Message hat sich aus, was die für die kleine Geschäftsmann connectiert dich mit Sympathieträger, connectiert dich mit Lützburger Künstler. Es gibt da so viel. Der hat neben dem Turn-Up-Tun hat er zum Beispiel einen Künstler, der wirklich super schafft, den Serge Tonner. Den hört man sein Lied, ich weiß nicht, ob es hier nicht, wird 105.000 Viewer generiert. Oder mit dem Lied «Es in Lützeburg» wird über 120.000 Viewer generiert. Der hat den David Fluid an den Makam C, die haben mit ihrem Lied vom Theo Jain und 25.000 Viewer generiert. Also, Schüttrin wird natürlich sein Stil, aber ich bin ein Fan von der Lützburger Rapper-Szene, die gefällt mir ganz gut. Der könnte ich nur andere Künstler raussuchen, zum Beispiel Buffalo C. Wayne, das Country-Musik, der Mann, der mich doch ganz gut Musik, ich weiß nicht, ob er da aktiv ist oder nicht. Also ich habe im Internet ein bisschen geguckt gehabt. Vorsicht, wenn er so etwas macht oder er ein Video macht, Vorsicht, für auch und uns Lützburger Künstler zu denken. Wie gesagt, ich komme logisch zurück, ich muss weiter nach einer anderen Sache zu machen. Wir sehen also im nächsten Video. Entre-temps geht hin, guckt rein, Playlist, da seht ihr noch ein anderes Video von mir. Wenn dir gefallen wird, macht den Like, wenn es gibt. Ihr könnt mich auch abonnieren und ihr könnt neben dem Button Abonnement könnt ihr auf Klack drücken und dann kriegt ihr alle Nachrichten, die ich auf YouTube diffusiere. Es soll ich vielmals merci, bis ganz geschwind. Merci. Au revoir.